Bike Biber, Süßes mit Beigeschmack. Wer fährt so schnell durchs Doppeltrap? Wer wird vom Biken niemals satt? Wer hört schon von weitem, wenn's tönt? Fürs Biken ist Flamme und Feuer, mit Freunden in ein Abenteuer. Wer könnte das denn noch mehr sein? Es ist der Bike Biber. Bike Biber. Auf dem Bike ist zufrieden. Und kommt schon wieder. Hey, schaut euch all die Leute an, die extra für den Umzug hierher gekommen sind. An der ganzen Hauptstrasse haben sie sich aufgestellt. Hey ja, und Umzugswege, so weit das Auge kann sehen. Schau hier, Familie Hirsch. Sie sind das Jahr die Waldmeister und führen den Umzug an. So spannend! Ich kann es nicht mehr erwarten. Wann fährt es endlich an? Nur Geduld, Franzi. Lang kann es nicht mehr gehen. Unsere Freunde sind schon ganz aufgeregt und das nicht ohne Grund. Ihr habt es vielleicht schon gehört. Heute findet der grosse Waldumzug statt. Alle Tiere und Menschen, die im und um den Wald wohnen, ziehen für den Umzug ihre traditionellen Trachten an und präsentieren sich den Zuschauern von ihrer besten Seite. Am besten gefallen aber an den Kindern meistens die feinen Schlecksachen, die ihnen verteilt werden. Baumharzzückerli, Tannenzapfalolis und Moosgummitierli. Dort vorne kommt der Dachswagen. Dort müssen wir heulen. Die Dachs verteilen immer so feine Haselnussstangen. Heulen? Jetzt komme ich gar nicht mehr draus. Bist du etwa traurig, Bike? Nein, aber Mike! Das Heulen gehört doch zum Waldumzug. Die Kinder heulen wie Wölfe, um die Waldgeister zufriedenstellen. Aha! Und wieso genau heulen wie Wölfe? Das weiss niemand so genau. Es war halt immer so gewesen, und wir führen das so weiter. Tradition halt. Schau, da ist der Dachswagen, Mike. Jetzt kannst du es gerade mal ausprobieren. Ja, also mit dem Mike haben sie einen guten Wolf gefunden. Wenn er losheult, dann kommen die Schlecksachen nur so zu fliegen. Der Bike und seine Freunde geniessen den ganzen Nachmittag den Umzug miteinander. Lachend, heulend und staunend über die schönen Wege, die mitmachen. Irgendwann gegen Schluss vom Umzug taucht der Wagen von der Familie Lope auf. Hey, schaut! Da kommt Familie Lope. Ich bin ja mal gespannt, was die für feine Waldspezialitäten mitgebracht haben. Familie Lope? Die kenne ich, glaube ich, gar nicht. Moll, weisst nicht mehr den Andi? Er ist vor ein paar Monaten angezügelt. Seine Familie wohnt gerade neben der Post. Ja so. Von wo sind sie denn gekommen? Das weiss ich auch nicht so genau. Aber es ist, glaube ich, schon sehr weit weg. Wald, so wie wir ihn kennen, gibt es dort, glaube ich, nicht. Einmal nicht mit Birken und Föhren. Hey, was steht ihr hier rum? Gehen wir lieber schauen, statt hier zu quatschen. Also los, Wölfe! Jetzt wird geheult! Oh, ihr gefährliche Wölfe! Hier habt ihr etwas ganz Feines von uns. Nach einem traditionellen Rezept. Wir Antilopen machen seit Hunderten von Jahren so feine Dornbaum-Lakritze. Dornbaum. Was? Lakritze vom Dornbaum. Der wächst überall, dort wo wir herkommen. Danke, Frau Lope. Das schmeckt ganz speziell. Ganz anders, als wir das kennen. Du bist jetzt aber auch noch mutig. Ah, Töff, was ist jetzt wieder nicht gut? Ich weiss ja nicht, kleiner Biber. Aber wenn ich dich wäre, würde ich die Finger von dem Zeug lassen. Schon seit Jahren esse ich am Waldumzug die Süssigkeiten der Leute. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Echt, Töff? Gib's doch zu! Willst du doch auch eins probieren? Sicher nicht. So komische Sachen kommen am Hauser sicher nicht ins Maul. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ein Bauer? Ich? So gib an das Lakritz.
Das kannst du ja nicht essen, das Zeug. Habe ich's doch gewusst. Von diesen neuen Zuzeugern ist nichts zu erwarten. So, ich aus. See you later, Krokodil. Nachdem sich der Töff aus dem Staub gemacht hat, ist der Umzug schon bald vorbei. Zufrieden und mit Taschen voller Süßigkeiten machen sich unsere Freunde auf den Heimweg zum Znachtessen. Wie bei fast allen Dorfbewohnern ist auch bei der Familie Fargo der heutige Umzug das Thema beim Znachtessen gewesen. Magst du noch ein bisschen auflaufen, lieber Wels? Oh nein, Mami. Ich habe einen ganz vollen Bauch von all dem feinen Schleckzeug vom Umzug. Aha. Und was hast du alles für Süßigkeiten ergattert? Birkenmeringue von der Familie Uhu, frisches Magenbrot von der Familie Sutter, Löwenzahnleckerli von der Familie Haas, ein Stück Quarktorte von der Familie Frosch und Dornbaumlakritze von der Familie Luppe. Was für Lakritze? Dornbaum, die hat die Familie Luppe gemacht. Lumpe? Das ist die Familie, die neben der Post wohnt. Naja, schön hat es ihr geschmeckt, so nebenan. Aber mit unseren Traditionen hat diese Art von Süßigkeiten wenig zu tun. Wieso meinst du, Papi? Los, Wels, es ist ja so. Seit Generationen machen Tiere und Menschen in dem Dorf ihre Sache auf eine ganz bestimmte Art. Und dazu gehört, dass den Kindern beim Waldumzug einheimische Süßigkeiten und Gebäck verteilt werden. Und so einen Dornbaum habe ich noch nie in unserem Wald gesehen. Aha. Ach, du mit deinen Traditionen. Also, ich sehe die Sache nicht so eng. Ich finde es gut, wenn so Brüche weitergeführt werden. Aber es gehört zu einer Tradition, dass sie mit der Zeit mitgeht. Und dazu gehört auch, dass Familien mit anderen Rezepten mitmachen. Ja, ist ja gut. Die Diskussion haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Hast du noch ein bisschen vom Algenauflauf? Es ist manchmal schon gespässig, wie so eine Kleinigkeit kann so grosse Diskussionen auslösen. Aber jetzt ist Schlafenszeit und der Wels, aber auch seine Freunde müssen langsam ins Bett. Am nächsten Tag treffen sie sich auf dem Bike Trail. Puh, es gibt schon nichts Schöneres, als so einen freien Tag auf dem Bike Trail zu verbringen. Aber mein Bauch ist noch ganz schwer von gestern. Ich habe, glaube ich, zu viel Süßes gemampft. Du sagst es, Bike. Ich kann kaum den Hocker darauf treten. Wenn wir mal die neue Route ausprobieren? Unbedingt. 3, 2, 1, los! Hoi, du bist doch der Andi, oder? Bist auch am Biken? Ja, genau. Bei dem schönen Wetter. Aber wie heissen die ja schon wieder? Ich bin der Mike Biber. Und das neben mir ist der Mike Sutter. Hallo. Hoi Mike. Hoi Mike. Ich bin der Andi. Andi Lupe. Der Mike und ich fahren gerade zum ersten Mal den neuen Bike-Trail ab. Kommst du auch mit? Ja klar. Und sonst habe ich den Drahtesel nicht dabei. So glatt. Also, los geht's. Zusammen fahren die drei Jungs den Trail immer und immer wieder ab. Kurven um Kurven über Stock und Stein, bis sie nicht mehr mögen und beschließen, beim Weiher eine Pause zu machen. Jetzt bin ich aber fix und foxy. Ich muss zuerst mal einen Schluck Wasser von meinem Bidon haben. Also eigentlich würde ich jetzt auch noch gerne etwas zu Vieri essen. Aber leider habe ich meine Reiswaffeln daheim vergessen. Schon noch blöd. Ja, sag's. Etwas zwischen 10 wäre jetzt genau das Richtige. Mich würde jetzt nach ein paar von diesen feinen Lakritzen gelusten. Sind die nicht sogar von deiner Familie verteilt worden, Andi? Du meinst Dornbaumlakritzen?
Ja, die hat meine Mami gemacht. Hast Glück? Ich habe gerade noch ein paar dabei. Könnt einfach zugreifen. Wow, das ist aber lieb. Nur so gern. Freut mich. Wenigstens schmeckt's euch. Hä? Wieso denn das? Ist doch mega fein. Ja, aber die Zutaten sind halt schon nicht von hier aus dem Wald. Ist doch nicht so schlimm. Bananen wachsen ja auch nicht in unserem Wald an den Eichen. Und trotzdem haben die meisten im Dorf gern Bananen. Ja, eigentlich schon. Aber das ist scheinbar etwas anderes. Aber ich komme auch nicht ganz draus. Schau da. Die zwei trette Buben haben wieder einen neuen Kollegen gefunden. Bist wieder dein Zeug am Verteilen, das keiner will. Was keiner will. Wir sind ja gerade davor am Essen und es ist im Fall mega fein. Auch wenn's nur so fein wäre. Es ist nicht von hier und gehört auch nicht hier ins Dorf. Döff. Du kannst dich auch über alles aufregen. Und gleich isst Bananen oder trinkst Orangensaft. Und diese Sachen kommen auch nicht aus dem Dorf. Das eine hat jetzt mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ich rede von Traditionen. Ja, Töff. Erzähl das deinen Kollegen in der Linde. Gute Idee. Bin sowieso gerade auf dem Weg dorthin gsi. Adios, ihr Hasenfüsse. Wieder. Töffhose. Seht ihr? Genau so Sachen meine ich. Wir haben doch den Leuten im Dorf noch etwas von uns geben, das ihnen Freude machen soll. Aber jetzt kommt es mir so vor, als hätten wir etwas falsch gemacht. Ach, Andi, das ist doch nur der Töff. Der hat an allem etwas auszusetzen. Macht dir keine Sorgen. Nein, es ist eben nicht nur der Töff. Meine Eltern sagen, dass uns im Dorf alle komisch anschauen und über uns reden. Es ist halt schon nicht einfach, neu in einem Dorf anzukommen, wo man niemanden kennt. Was in meiner Heimat als normal gilt, ist hier ganz außergewöhnlich. Der Mike und der Bike wissen nicht recht, was sie sagen. Aber sie merken, dass das am Andi schon recht nahe geht. Sie probieren ihn auf andere Gedanken zu bringen und nehmen ihn nochmal mit auf den Trail. Schon bald wird es dunkel, die Strassenlampen gehen an und die drei Freunde gehen heim zu Nacht essen und es ist auch schon bald wieder Schlafenszeit. Schliesslich müssen die drei morgen wieder in die Schule. Ui. Also ich habe schon ein bisschen müde Beine vom vielen Strampeln gestern. Ja, du sagst es, Mike. Ich habe richtig Muskelkater. Danke aber trotzdem, dass ich mit euch mitkommen konnte. Gern, Andi. Bei uns bist du immer willkommen. Da sieht man es mal wieder, wie schnell eine neue Freundschaft kann entstehen. Leider sind nicht alle so offen wie der Bike und seine Freunde. Ein paar Meter weiter stehen der Igor und sein Kumpane der Dubi. Und wie immer haben sie nichts Gutes im Sinn. Schau, Dubi, dort ist der Andi, der komische Kauz. Jetzt musst du schauen, dem zeig ich's. Du bist einfach eine Legende, Igor. Schaut mich an, ich bin's der Andi Lope und verteile grusige Dornbuschzeltli. Und jetzt haben alle Bauchweh. Legende! Einfach Legende! Ach Igor, hör doch auf! So rede ich überhaupt nicht. Und sowieso, es heißt Dornbaum Lakritze. Es heißt nee. Ist mir doch gleich, wie das Zeug heißt. Ich weiß nur, dass es nicht aus unserem Wald kommt und drum nichts aus dem Dorf verloren hat. Ja, voll, Igor. Ja, voll. Hey, was ist jetzt wieder los, Igor? Bist wieder die anderen am schlecht machen? Hast du etwa nichts gelernt vom letzten Mal? Ach komm, Bike, lass es sein. Das ist ja nichts Neues, dass der Igor gemein ist. Nicht, dass der gemein ist. Kommt, Jungs, wir lassen die zwei Fieslinge stehen. Ab in die Schule. Und so gehen der Bike und seine Freunde Richtung Klassenzimmer. Der Andi lässt sich nichts anmerken. Aber der Bike spürt schon,
dass es nicht spurlos an ihm vorbeigeht. Im Schulzimmer hören nach der Begrüßung alle gespannt der Frau Schnurrenberger zu. Sie verkündet gerade, wer am nächsten Samstag am Dorfturnier gegen wer spielt. Also, Team Tannenzipfel spielt gegen das Team Waldkickers. Und als nächstes haben wir das Team Trailhoppers. Hey, das sind wir. Gegen das Team Stachelmeister. Legende Name Igor. Oh nein, hast du gesehen, Weig? Jetzt müssen wir doch ausgerechnet gegen Igor und seine Wiesling-Truppe. Die spielen sicher voll unfair. Weißt du, mit Faulen und so. Das wollte ich zuerst noch sehen. Psst. Entschuldigung, Frau Schnurrenberger. Die Kinder sind ganz aufgeregt. Sie mögen es fast nicht erwarten, bis es so weit ist. Jeden Tag besprechen der Bike und sein Team die Mannschaftsaufstellung, die Farbe der Trikots und auch im Dorf bricht nach das Fußballfieber aus. Die Fußballschuhe sind geschnürt, die Trikots glättet und sowohl die Teilnehmer wie auch die Zuschauer sind gespannt wie ein Pfeilbogen auf das Turnier. Und da ist der Schlusspfiff. Das Team Glitzerbombe hat 1:0 gewonnen gegen das Team Tough and Friends. Ich hätte zwar gemeint, das ist ein Kinderturnier, aber egal, weiter geht's. Als nächstes auf dem Platz Team Trailhoppers gegen das Team Stachelmeister. Jetzt gilt's ernst. Kommt! Also, Wels, du gehst ins Goal. Okay, ja, ist gut. Andi und Franzi, ihr seid Stürmer. Ab nach vorne mit euch. Alles klar. Mike und Hanna, ihr seid Verteidiger. Verstanden? So, und ich gehe ins Mittelfeld. So, habt ihr schon Angst? Den Match verliert ihr sowieso. Dann nützt dich auch der Andi Popper mit seinen Dornbuschzetteln nicht. Legende Igor. Hört nicht auf ihn, Team. Wir geben die Antwort auf den Platz. So, Teams sind bereit, Schiedsrichter auch, das Spiel geht los. 3, 2, 1. Das Team Stachelmeister übernimmt den Ball. Igor macht einen gelungenen Steilpass zum Dubi. Doch da wartet schon Hanna und luchsen den Ball ab. Jetzt geht es wieder auf die andere Seite. Hanna zu Frenzi, Frenzi zum Andi. Er versucht es mit einem Weitschuss. Haarscharf verfehlt. Ha, so ein schlechter Schuss. Goalie-Abstoß. Ein weiter Ball zum Igor. Halt, was ist das? Das runde Leder ist auf dem Stachel von Igor aufgespießt und ist zerplatzt. Hey, geht's nicht, Igor? Das gibt eine Verwarnung. Das habe ich doch nicht extra gemacht. So, dann heisst das Schiedsrichterball. Und weiter geht's. So nimmt das Spiel seinen Lauf. Beide Teams geben alles und wollen unbedingt den Sieg holen. Es geht hin und her, bis der Schiri die Halbzeit pfeift. Es steht immer noch 0:0, aber jetzt können sich die Teams zuerst mal erholen, bevor es in die zweite Hälfte geht. Bike, hier bin ich. Ich stehe frei. Jetzt passt der Bike zum Frenzi und die haut es ab Richtung Gegner das Goal wieder blitz. Da steht aber auch schon der Dubi. Doch die Frenzi zögert nicht lang und passt den Ball zum Andi. Er hat jetzt fast freie Bahn aufs Goal. Da steht nur noch der Igor im Weg. Komm nur, wenn du meinst, kommst du an mir vorbei. Der Andi schießt und... So, Igor, jetzt hast du das Spiel gerade schon zum zweiten Mal kaputt gemacht. Ein drittes Mal und euer Team ist disqualifiziert. Hey, jetzt lass mir doch in die Schuhe. Wir kommen zur letzten Minute von dem Spiel. Der Dubi gibt nochmal einen langen Pass zum Igor. Nur noch der Mike vor ihm. Und der Igor geht zu Boden. Das ist ein klarer Penalty. Sicher nicht! Ich habe ihn ja nicht einmal berührt. Das war ein Schwalbe. Das habe ich ein bisschen anders gesehen. Penalty. Oha, anscheinend gibt es Penalty. Also ich weiss nicht, ob das wirklich das Fall war. Aber wenn der Schiri das so entscheidet, dann ist es so. Der Schiri hat mir doch die Schwalbe voll abgekauft.
Igor, du Bescheisse! Der Igor nimmt Anlauf. Schuss! Goal! 1:0 für den Stachelmeister. Nur noch wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff. Kann das Team der Trailhoppers nochmal reagieren? Sie werfen nochmal alles führen. Noch ein letzter Eckball. Sogar der Wels geht jetzt für den gegnerischen 16er. Können Sie den Ausgleich noch machen? Der Bike nimmt Anlauf, zum Eckball zu treten. Schuss, der Ball fliegt hoch. So, fertig, Schuss! Das Team Stachelmeister ist disqualifiziert! Was für eine Wendung in diesem spannenden Spiel. Das Team von Igor ist disqualifiziert. Was heisst, das Team Trailhoppers ist der Sieger? Oh, Igor, nur wegen dir haben wir verloren. Hättest du deine Stacheln vor dem Spiel nicht abkleben können? Ja, oder Gurken auf die Stacheln. Oder wenn schon einen Gummizug drüber. Gar nicht Legende. Aua, nein, Jungs, ich habe es ja nicht extra gemacht. Ich habe doch auch nichts dafür, dass ich ein Igel bin. Teamkollegen vom Igor verlassen den Platz und der Igor bleibt stehen wie bestellt und nicht abgeholt. Er hat an dieser ganzen Sache sichtlich zu kämpfen und wo niemand genau anschaut, läuft ihm eine einsame Träne über seine Stupsnase. Das Dorfturnier nimmt aber auch ohne Igor seinen Lauf und obwohl der Bike und seine Freunde das Turnier nicht gewinnen, sind sie alle sehr zufrieden mit dem Tag. 3. Platz, das war eine super Leistung. Team Trailhoppers! Ja, bravo! Trailhoppers! 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 Nach dem strengen Tag voller Erlebnis und Eindrücke nehmen die Freunde ein bisschen gemütlicher und entspannen sich am Sonntag zuerst mal. Am Montagmorgen ist der Pausenhof wie elektrisiert. Alle Kinder schwätzen aufgeregt über das Turnier. Nur einer scheint nicht so begeistert zu sein. Der Igor Riegel sieht aus wie 3 Tage Regenwetter und traut niemandem recht in die Augen zu schauen. Hey, schaut, der kommt ja. Das ist doch der Klempfigel. Der Klempfigel. Klempfigel! Lass mich doch in Ruhe. Ich habe euch ja auch nie etwas gemacht. Uns vielleicht nicht, aber der Jude Bell schon. So, jetzt langt's aber. Der Igor kann ja auch nichts dafür, dass er mit Stacheln auf die Welt gekommen ist. Ausgerechnet der Andi Popel geht am Klöpfigel helfen. Das perfekte Team. Ja und? Mir ist es gleich, was du oder irgendjemand von mir haltet. Ich bin stolz darauf, so zu sein, wie ich bin. Und auch du, Igor, musst dich nicht verstecken. Du bist du und das ist gut so. Egal, was andere sagen. Bravo, Andi. Das hast du gut gesagt. Danke, Andi. Finde ich voll korrekt von dir. An diesem Tag hat sicher noch manches Kind etwas gelernt. Denn das, was der Andi gesagt hat, braucht nicht nur Mut, sondern ist auch sehr weise für so eine junge Antilope. Egal woher du kommst oder wie du aussiehst, es ist gut, so wie du bist. Wir sind alle verschieden und haben unsere Eigenheiten. Das ist aber nichts Negatives. Im Gegenteil, statt uns für unsere Unterschiede auszugrenzen, können wir mit der richtigen Einstellung voneinander lernen.